Ein atheistischer Professor hat öffentlich den Jesus Christus verspottet, aber die Antwort, wo man Student hat den ganzen Hörsaal verstummen lassen. Im Hörsaal von der Stanford-Uni war es summend von leisen Gesprächen und ab und zu ein Papierrascheln. Reihen von Studenten haben gesessen und gewartet, die eine begierig auf eine Diskussion, die andere einfach dafür die nötigen Credits. Vorne im Raum hat Professor Daniel Warren seinen Blazer gerichtet und sich gegen das Rednerpult gelehnt. Seine Lippen haben sich zu einem Grins verzogen, wo er die Klasse gemustert hat. Die Warren war berüchtigt auf dem Campus. Er war nicht nur ein Philosophieprofessor, er war ein Schoma. Jede Vorlesung war wie ein Gerichtsdrama und sein Lieblingsthema war die Religion, genauer gesagt sein Widerleg. Seine Studenten haben es schon gegen irgendeine naive Gläubige, wo in seine Falle tappt ist, wo probiert hat, seinen Glauben zu verteidigen, während er mit Schalter präziser Logik auseinandergenommen hat. Er hat es genossen. Heute ist die Diskussion wieder in die gewohnte Richtung gegangen. Das Thema im Syllabus, der Fallschied vom Glauben, wieso Religion in ZYT von der Vernunft weiter besteht. Die Wahrheit ist umeinander gelaufen und hat dramatisch gestikuliert. Wir leben im 21. Jahrhundert, hat er gesagt, mit ihrer Stimme voll Spott. Wir haben Wissenschaft, Medizin, Raumfahrt und trotzdem glauben Millionen von Leuten immer noch an eine kosmische Vaterfigur, wo jede ihre Bewegung beobachtet. Ein paar Studenten haben gelacht, andere haben genickt, ein Haufen haben auf ihre Pult gelügt und Blickkontakt vermieden. Aber die Hauptfrage, hat die Ware weitergemacht und für die Wirkung eine Pause gemacht, ist, wieso schlimme Sachen passieren. Wenn der sogenannte liebende Gott existiert, hat er seinen scharfen Blick auf jemanden hingerichtet, den Baron. Die Klasse ist still geworden. Der Baron ist nicht ein der auffallen ist, gross aber schmal, er ist meistens für sich hat selten geredet, nur wenn er aufgerufen worden ist. Anders als die anderen, wo unter dem wahren seiner Prüfung zusammengeht sind, hat der Baron nie nervös gewirkt. Seine dunklen Augen sind ruhig sein Gesichtsausdruck nicht zu lesen. Die Ware hat grinst, er hätte gerne eine Herausforderung gehabt. Sag mir, Baron, hat er gesagt mit einem spöttischen Ton, du bist ein Gläubige, oder? Die Klasse hat sich bewegt, ein paar Studenten haben einander angeschaut, haben schon gewusst, was als nächstes stand. Der Baron hat sich nicht bewegt, nicht einmal blinzelt. Ja, bin ich. Professor, sein Grinsen ist breiter geworden. Faszinierend. Willst du mir etwas erklären? Wenn der Jesus echt ist, wieso passieren da schlimme Sachen? Wieso hat er sich nicht bewiesen? Der Raum war angespannt. Die Ware hat ihm verschränkt, sicher in seiner Falle. Er hat die Frage schon 100-mal in verschiedene Formen gestellt und die Antworten sind immer gleich gewesen: stotternde Kreisargumentation, verzweifeltes Bitten um Glauben. Deklas hat zugelückt und gewartet. Der Baron hat aber nicht so reagiert, wie sie erwartet haben. Er ist nicht schnell mit seiner Antwort, er hat nicht nach Emeni Bibelvers gesucht oder US-Schrift zitiert. Er ist einfach da gesessen, sein Blick auf die Ware gerichtet, völlig unerschüttert. Aber etwas in die Luft hat sich verändert, obwohl niemand genau gewusst hat, wieso. Die Stille hat länger gedauert, als jemand erwartet hat. Ein paar Studenten haben sich auf ihren Stühlen bewegt und einander angeschaut. Der Professor Warren hat in Augenbrauen gehobend interessiert.
Er hat schon Studenten gegeben, die verstummt sind, die nach ihrer Antwort gesucht haben, wo sie nicht gegeben haben. Aber der Baron hat nicht verwirrt gewirkt. Er ist einfach da gesessen, gesammelt, als würde er auf etwas warten. Die Ware hat die Stille als erste gebrochen. Keine Antwort hat er gesehen und mit Finger aufs Rednerpult trommelt. Das habe ich mir gedacht. Ein paar Lacher sind durch den Raum gegangen, nicht von allen, aber genug. Der Baron hat sich endlich bewegt. Er hat sich leicht nach vorne gelehnt und die Unterarme auf dem Pult abgelegt. Ich habe nie gesehen, dass ich keine Antwort habe, hat er gesagt mit ihrer ruhigen Stimme. Ich feind nur, sie stellt nicht die richtige Frage. Wahrend sein Lächeln ist für eine halbe Sekunde verschwunden, so schnell, dass es die meisten nicht gemerkt haben. Er hat sich schnell erholt und den Schopf schräg gehalten. Oh, dann klär mich auf. Der Baron hat nicht auf den Sarkasmus reagiert. Stattdessen hat er langsam Luft geholt und gesagt, sie fragen die ganze Zeit, wieso Gott schlimme Sachen zulässt. Aber ehrlich gesagt, was sie wirklich wollen wissen ist, wieso stoppt er sie nicht? Wieso greift er nicht zwei? Wieso bringt er nicht alles für uns in Ordnung? Die Ware hätte dann geklatscht. Genau, jetzt kommen wir irgendwo hin. Er hat auf den Baron gezeigt. Sagt mir, ich bin auf Gleis und ein Zug stand direkt auf mich zu. Du gehst mich, du hättest die Macht zum Stoppen, aber du machst es nicht. Was macht's aus dir? Der Baron hat den Schopf schräg gehalten. Sagen Sie, wir sind alle an Gleis angebunden? Mehr gelachen. Die Ware hat grinst, aber der Baron hat weitergemacht. Sie braucht das Geladen bis Biel, hat der Baron gesagt. Wenn mir jemand sieht, wo gerade vom Minizug getroffen wird, ist es klar die moralische Entscheidung, sie zu stoppen, weil sie selber nichts dagegen schön machen. Aber das Leben ist nicht so einfach, oder? Die Leute haben den freien Willen. Wenn Gott bei allem würde eingreifen, hätten wir keinen freien Willen mehr. Wir wären Marionette. Die Ware hat gelacht und den Schopf schüttelt. Der freie Wille, der klassische Ausweg. Ein paar Studenten haben gelacht, aber an deren Hand zögert. Lassen wir dieser Logik folgen, hat die Ware gesagt und ist wieder umeinander gelaufen. Also wenn das Kind krank wird und stirbt, ist das einfach freie Wille? Wenn ein Mann seine Frau im Unfall verliert, sollte er einfach die Schultern zucken und sagen, ja nu, Gott hat nicht eingriffen. Der Baron hat ausgeschnauft, als hätte er das Argument erwartet. Das habe ich nicht gesagt. Sie vermischen menschliche Entscheidungen mit Leiden. Gewisse Sachen passieren wegen Entscheidungen der Menschen, Gewalt, Ungerechtigkeit, Gier. An diese Sachen wie Krankheit oder Unfall erinnert uns daran, dass das Leben zerbrechlich ist. Die Wahrheit ist drauf gesprungen. Genau. Zerbrechlich. Zufällig, chaotisch, genau wie das Universum. Kein göttlicher Plan, nur Zufall. Der Baron hat den Schopf geschüttelt. Nein. Nur weil es im Leben Leiden gibt, heisst das nicht, dass es keinen Sinn hat. Deklas ist jetzt ruhiger gsi. Sogar die Studenten, die vorher gelacht haben, haben jetzt aufmerksamer zugelost. Der Baron hat weitergemacht. Sie fragen die ganze Zeit, wieso Gott schlimme Sachen nicht stoppt. Aber lassen wir die Frage umdrehen, wieso passiert überhaupt etwas Gutes? Wieso lieben die Leute? Wieso vergeben sie? Wieso bringen sie Opfer für andere?
Wenn die Welt nur Chaos ist, wieso kämpfen wir für etwas Besseres? Der Professor hat den Mund aufgemacht zum Antworten, aber dann gestoppt. Zum ersten Mal in ihm waren seine Debatte ist nicht nur der Gläubige in die Verteidigung gsi. Aber der Wahre ist noch nicht bereit gsi, die Kontrolle aufzugeben. Die Wahre hat ihm verschränkt, sein gewohntes Grins ist immer noch da gsi, aber etwas an der Baron seine Antwort hat ihn verunsichert. Deklas hat's auch gespürt. Der gewohnte Rhythmus von diesen Debatten, der Wahre stellt die Falle, der Student stolpert und der Professor bringt den entscheidenden Schlag, hat sich nicht so entwickelt wie erwartet. Der Professor hat sich vorgelernt, sein Ton ist schärfer geworden. Du weichst am Punkt aus, Baron. Du redest von Liebe und Opfer, als würdet etwas beweisen. Aber die Sache braucht kein Gott. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir haben uns entwickelt, um einander zu helfen, zum Überleben. Altruismus ist einfach eine biologische Funktion. Der Baron hat einen Moment studiert, dann genickt. Gut, testet mir die Idee. Sagt mir, Sie haben recht. Alles, wo wir fühlen, Liebe, Freundlichkeit, Selbstlosigkeit, das sind nur Chemikalien in unseren Hirn, etwas, wo die Evolution in uns eingebaut hat. Was passiert also, wenn jemand sich entscheidet, Verdrahtung zu ignorieren? Wenn sie sich entscheidet, egoistisch zu sein? Wenn sie andere verletzen, einfach weil sie es schönt? Wahren sein Grins ist zurückgeschoben. Dann nennen wir sie unmoralisch. Aber wieso, hat der Baron gefragt. Wenn alles nur Zufall ist, wenn's keine höhere Bedeutung gibt, was macht der eine handlich richtig und der andere falsch? Wenn Moral nur etwas ist, wo wir erfunden haben, dann ist ein Mensch, wo uns Spass tötet, nicht anders als ein wo Hungrige füttert. Beide folgen doch nur ihren Instinkt, oder? Ein paar Studenten haben ins Tier grünzelt, ihre Blick ist zwischen dem Baron und dem Wahren Hai und her gegangen. Das ist nicht richtig gsi, wo sie erwartet haben. Die Wahre hat gespottet, das ist ein falscher Vergleich. Gesellschaft erschafft Moral, weil's der Gruppe nützt. Wir bestrafen Mord, weil's die Gemeinschaft stabilisiert. Der Baron hat die Schopf schräg gehalten. Also ist Moral einfach das, was für die Mehrheit funktioniert. Die Wahre hat die Schulter gezuckt. Mehr oder weniger. Der Baron hat das Wort einen Moment in die Luft hängen, bevor er gefragt hat, ist die Sklaverei moralisch gsi, wo die Mehrheit sie unterstützt hat. Der Hörsaal ist komplett still geworden. Wahren sein Gesichtsausdruck ist härter geworden. Das habe ich nicht gesagt. Der Baron hat nicht nachgegeben. Aber das ist, was ihres Argument nahelegt. Wenn Moral einfach von der Mehrheit bestimmt wird, dann sind Sklaverei, Segregation und Völkermord zu gewisser Zeit in der Gicht richtig gewesen, einfach weil die Mehrheit sie akzeptiert hat. Glauben Sie das? Ein paar Studenten haben sich auf ihren Stühlen bewegt. Sogar die nicht religiös gsi sind, haben jetzt unwohl gewirkt mit dem Wahren seiner Position. Der Professor hat ausgeschnauft und den Schopf schüttelt. Du verdrehst meine Worte. Moral entwickelt sich, wenn die Gesellschaft aufklärerischer wird. Was in der Vergangenheit akzeptabel war, ist jetzt nicht mehr akzeptabel, weil wir weiter schon sind. Der Baron hat langsam genickt. Und was macht die Entwicklung möglich? Wenn richtig und falsch nur menschgemachte Ideen sind, wieso fühlen wir instinktiv, dass gewisse Sachen falsch sind, egal wie viele Leute sie akzeptieren?
Wieso schauen wir zurück in den Gäste und sind angewidert, auch wenn die Handeln damals normal gsi sind? Die Ware hat den Mund aufgemacht und dann wieder zu. Die Stimme vom Baron isch ruhig und stät gsi. Wir erkennen das Böse nicht, weil die Gesellschaft uns das sieht, sondern weil etwas in uns das weiss. Etwas Tieferes als Kultur oder Biologie. Drum haben die Leute gegen Ungerechtigkeit gekämpft, auch wenn sie alles kostet hat. Drum sehen wir müde in denen, wo fürs Richtige einsteht, auch wenn sie allein sind. Die Klasse war still. Einige Studenten haben sich vorgelehnt, fasziniert. Die Ware hat sein Gewicht verlagert, hat probiert, die Kontrolle zurückzugewinnen. Also siehst du, Moral beweist, dass Gott existiert. Der Baron hat ausgeschnauft, fast als würde er ihn bemitleiden. Ich sage, Moral beweist, dass wir nicht nur Tiere sind. Sie beweist, dass wir ein Gewissen haben, wo nicht von der Gesellschaft diktiert wird. Und wenn's stimmt, dann müssen wir uns fragen, wo stammt das Gewissen her? Die Ware hat ihn angestarrt, sein Kiefer hat sich leicht angespannt. Aber bevor er hat schöne Antworten, hat eine Stimme aus der ersten Reihe die Stille gebrochen. Ich habe eine Frage. Deklas hat sich umgedreht, um die Brecherin anzuschauen. Jessica, eine scharfsinnige Studentin, bekannt als eine von der Ware seine Favoriten. Sie hat vorher seine Argumente genickt, aber jetzt hat sie unsicher gewirkt. Die Ware hat ihre Augenbrauen gehoben. Bitte. Jessica hat einen Moment zögert, dann hat sie den Baron angeschaut. Du hast gesagt, wir erkennen das Böse, weil etwas Tieferes in uns ist. Aber was ist mit allem Leiden, wo nicht von Menschen verursacht wird? Naturkatastrophen, Krankheiten, Unfälle? Wenn Gott wirklich existiert, wieso stoppt er das nicht? Einige Studenten haben genickt. Das ist die Frage, die in allen ihre Köpfe schlummert hat. Die, wo Ware von Anfang an umgekreiset hat. Baron hat ihre Augen gelügt. Das ist ihre Frage. Er hat einen Moment Werbung gehen lassen, bevor er Jessica gefragt hat. Hast du jemals jemanden verloren? Sie hat glinzelt, überrascht. Ja, hat sie noch eine kurze Pause zugegeben. Mein Großvater letztes Jahr. Baron hat nickt. Und was hat der Verlust mit dir gemacht? Jessica hat die Stirn verzogen. Was meinst? Ich meinst, hat das dich verändert? Baron, seine Stimme ist sanft gsi, aber bestimmt. Hat's dich denn anders gehen lassen? Hat's dich die Leute mehr schätzen lassen? Die mehr schätzen? Jessica hat nicht sofort antwortet. Sie hat schluckt. Dann langsam genickt. Ich glaub, ja. Baron hat sich eklig nach vorne gebückt. Leid ist nicht sinnlos, nur weil wir's nicht wollen. Schwierige Zeiten verändern uns. Schmerz zwingt uns, zu sehen, was wirklich zählt. Es lehrt uns, besser zu lieben, besser zu leben. Wenn Gott jedes Leid stoppen würde, würden wir die Sachen nicht lernen. Ware hat trockenes Lachen ausgelost. Das ist also dein Argument? Das Leid gut für uns ist? Baron hat den Kopf geschüttelt. Nein. Leid ist schlimm. Nimmer wett's. Aber wenn wir Gott nur mit der Brille lügen, ob er Schmerz verhindert oder nicht, dann verstehen wir das grössere Bild nicht. Ware hat geseufzt. Und was ist das fürs grössere Bild? Baron hat ausgeatmet.
Schau den Gäste an. Die Leute, die die Welt am meisten verändert haben, sind nicht die es einfach haben. Es sind die gelitten haben, die etwas verloren haben, die nur widerstanden haben müssen. Die jeden Grund haben zum Aufgeben, aber es nicht gemacht haben. Martin Luther King Jr. hat gelitten. Harriet Tubman hat gelitten. Viktor Frankl hat den Holocaust überlebt. Corrie ten Boom hat ihre Familie im Konzentrationslager verliert. Aber hat den Rest von ihrem Leben dafür gebraucht, Vergebung zu verbreiten. Das sind keine Leute die ohne Schmerz gelebt haben. Aber ihr Leid hat sie zu etwas Grösseres geführt. Deklas ist jetzt mucksmüsli still gsi. Baron, seine Stimme ist ruhig geblieben. Wenn Gott jedes schlimme Ereignis verhindert, dann würden wir nie wissen, was Mut ist. Wir würden nie wissen, was Opfer ist. Wir würden nie verstehen, was Liebe in ihrer vollsten Form ist. Weil wahre Liebe heisst, sich Sorge. Auch wenn's weh tut. Ware hat sich mit Händen am Podium abstützt. Der Shanti fest umklammert. Seine Stimme ist jetzt leiser gsi. Also soll mir's Lied einfach akzeptieren. Baron hat den Kopf schüttelt. Nein. Wir sollen dagegen ankämpfen. Geht's der, wo machen? Denkt und tu es von dem Gott sein. Wo mir behauptet zu glauben. Das ist der Unterschied. Jessica hat schwer schluckt. Andere Studenten haben sich in ihre Stühle bewegt. Aber nicht aus Unwohlsein, sondern etwas anderes. Nachdenken. Zum ersten Mal in einer von Wahrheit seine berühmte Debatte. Hat sich die Dynamik geändert. Der Professor hat nicht mehr die Kontrolle gegeben. Aber es hat noch etwas gibt's, wo müsste gesehen werden. Die Spannung im Raum hat schwüle. Die sonst übliche Lache, die schnelle Konter. Die selbstsichere Grinse, wo Wahrheit seine Debatte normal inspiriert haben. Alles ist verschwunden. Der Professor sei sicher ein. Wo am Anfang so unerschütterlich war, hat grad genug nachgelassen, dass alle es gemerkt haben. Er hat in langsamen Atem ausgelassen, dann sich vom Podium abstoßen und Schürz umgelaufen. Also gut, Baron. Sag mir, ich gebe die Idee, dass Leid in Bedeutung hat schon. Aber das beweist nicht, dass Gott existiert. Das beweist nur, dass Leute resistent sind. Baron hat ihn im Moment lang studiert. Dann gefragt: Professor, liebst du jemanden? Ware hat es dir verzogen über die plötzliche Wendung. Was? Liebst du jemanden? Baron hat die Frage wiederholt. Ein Familienglied? Ein Freund? Irgendein? Der Professor hat zögert. Seine Studenten haben ihn noch nie wirklich persönlich gegeben. Und jetzt haben alle ihn angeschaut. Er hat ein kleine Achselzucken gemacht. Sicher. Natürlich. Baron hat sich nach vorne gebückt. Beweis es. Ware hat den Kopf leicht geneigt. Ein paar Studenten haben im Hintergrund murmelt. Er hat ein trockenes Lachen ausgelassen. Was? Beweis, dass du sie liebst. Baron, seine Stimme war gleichmäßig gsi. Zeig mir Liebe unter einem Mikroskop. Teu sie in ein Reagenzglas. Weg sie. Missi.
Definieren sie nur mit wissenschaftlicher Daten. Warren hat seine Arme verschränkt. Das ist lächerlich. Ist es? Baron hat gefragt. Du hast gerade gegeben, dass Liebe existiert. Aber du kannst sie wissenschaftlich nicht beweisen. Du kannst sie nicht geben. Du kannst sie nicht halten. Der einzige Grund, wieso du weißt, dass Liebe wirklich ist, weil du sie erlebst. Deklas hat noch immer an jede Wort Gang gegeben. Baron fährt fort und süd, und genau darum glaube ich an Gott. Ich kenne genau so, wie wir die Liebe sehen. Nicht durch ein Mikroskop, sondern in der Weise, wie die Leute verändert. Ich sehe sie Dr. Mütter, wo ein Mann vergibt, wo ihre so umgebracht hat. Ich sehe sie Doktor, wo sie das Leben dafür gibt, Fremde zu retten. Ich sehe sie jede einzelne Person, wo gut tut. Auch wenn sie es nicht müsst. Waren seine Maul hat sich klein geöffnet. Aber kein Wort ist rausgekommen. Jessica hat's blinzelt. Ist aber zu ihren Notizen gelügt. Ihre Bleistift in Doktorhand erstarrt. Ein Schüler hinter im Zimmer hat schwer schluckt. Eine andere hat sich auf im Stuhl verschoben. Arme verschränkt, Auge denkt weiter fort. Der Raum hat sich anders angefühlt. Warren hat die Luft ausgelassen und seine Hände losgelegt lassen. Also das ist deine Antwort? Seine Stimme ist leiser geworden. Du glaubst, weil du der Gottheit in Doktorwelt gehst? Baron hat genickt. Ich glaub, will ich einen Grund dazu geben. Ein lange Still ist schon. Zum ersten Mal hat Warren kein Konter gehen. Aber bevor der Klasse sich in der Stille hat verlieren können, hat's Glöckli geklanget und die Vorlesung beendet. Der scharfe Klang vom Glöckli hat durch den Hörsaal haltet. Aber niemand hat sich bewegt. Die Schülerschaft hat sonst immer schnell eingepackt. Auf die Flucht vor Doktorvorlesung. Aber die Mol sind alle bleiben hocken. Als würd Stille etwas Zerbrüchliches in Doktorluft bewahren. Professor Warren hat auf die Uhr gelügt. Und dann auf Baron. Er hat's Gurgeln geklärt. Alle zusammen. Hat er angefangen? Aber seine Stimme hat ihre gewohnte Schärfe vermischt. Das wär's für heut. Doch niemand ist gesprungen. Ein paar Schüler haben sich Blicke zugeworfen. Jessica hat gezögert, bevor sie ihre Block zugeschlagen hat. Ihr Gesicht ist unlesbar gsi. Andere haben in Doktorluft geschaut, verloren ihre Gedanken. Baron ist endlich aufstanden. Hat seine Bücher zusammengenommen, als wär nichts geschehen. Sein Gesicht war ruhig gsi, unbeeindruckt. Er hat nicht ausgesehen wie jemand, wo grad die Grundlage vom Mann erschüttert hat. Wo seine Karriere drauf aufgebaut hat, glaube ich anzufürchten. Professor Warren hat ihn beobachtet. Er hat ihn nicht aufgehalten. Hat keine letzte Bemerkung gemacht. Stattdessen hat er einfach gesagt: Ich gehe dich bei der nächsten Vorlesung. Es ist subtil gsi, aber es ist etwas anderes gsi in seinem Ton. Baron hat genickt. Bis dann, Professor. Eins noch im anderen haben die Schüler den Raum verlassen. Ein paar haben leise miteinander geflüstert. Andere sind still blieben, ihre Gedanken noch am Verarbeiten. Jessica ist noch ein Momentli blieben, Block noch in Doktorhand.
Sie hat Waren angelügt, der Baron seine Rüge. Und ist dann auch rausgelaufen. Draussen ist die Sonne grad am Untergang über Palo Alto. Der Campus ist voll Leben gsi. Studenten haben diskutiert. Velofahrer sind durch den Weg geflitzt. Doktor übliche Abendtrubel. Aber Baron ist in seinem gewohnten Tempo gelaufen. Sein Gesicht unlesbar. Er hat keine Illusion gehabt, dass er etwas gewonnen hat. Das ist nicht Doktor. Gsi. Er hat gewusst, die Leute wollen nicht US-Doktor-Vorlesung laufen. Und grad bekehrt sein. Er hat nie probiert, jemanden zum Glauben zu verzwängen. Aber er hat gewusst, dass etwas geändert hat. Vielleicht nur für einen Schüler im Raum. Vielleicht sogar für Professor war er selber. Glaube geht nicht darum, Debatte zu gewinnen. Es geht nicht darum, etwas unter dem Mikroskop zu beweisen. Es geht darum, die Welt anders zu sehen. Baron hat gewusst, dass er niemand zum Glauben zwingen kann. Aber er kann Leute zum Denken bringen. Und manchmal ist das genug. Wenn die dich zum Denken gebracht hat, teil sie mit jemandem, wo sie gehört müsst. Und wenn du mehr so Schicht willst geben, vergiss nicht zu abonnieren.